Das ist aber so, dass wenn als Restauration sich verändert, es auch da einzelne Chancen gehen, zum Beispiel bei den Lieferservices, da gehen ganz neue Applikationen, die dafür dass der Restaurateur nicht mehr muss Personal selber erstellen, bezweifelsweise Autoren für finanzieren, für können auszuliefern, und so auch kleinen Dörfer, über die Dorfgrenzen heraus kann sein Kommerz betreiben. Das sind aber nach Einzelfällen, wo am Moment da wirklich davon profitieren können, mit das aber den digitalen Weg, wo ich kann mitgehen. Klienten sind ganz unterschiedlich. Es sind Geschäftsleiter und Touristen hier in der Stadt, vielleicht noch Touristen nach verschiedenen Regionen des Landes. Und dann sind echte Stammklienten an einer Gemeinde, die sollen an den Café, Bistro oder Restaurant kommen, und das am besten regelmäßig. Ja, wenn Leute man da Geld am Portemonnaie haben, ist das tatsächlich von den ersten Punkten, wo sie spuren. Das muss ich einfach da so, wenn ich bei mir in der Gemeinde gucke, wie das sich in letzter Zeit verändert hat, wenn ich Kaffee gesehen habe, den Heinz dort wäre nicht in einem Casino, wie an den Kaffeen, an finalen Kaffeen, haben sie stummer über Wasser. Ob ich das gut finde, nicht, das ist eine ganz andere Diskussion. Wenn das aber einmal der Kaffee zum Casino gehen, also nicht zu, da wo ihn sich eigentlich gesellschaftlich trifft, da kann ihn eigentlich das auch mehr kritisch bewerten, noch von dat Kaffeen gerettet, an verschiedene Kaffeethemen gesucht und hätten durch mehr Rezepte wie durch die Bayer, wo sie verkaufen. Ja, es gibt auch Männer Alkohol konsumiert, das ist ein Fakt, das ging gesundheitsministerisch freien, schon auch gemerkt, trinken, dann denke ich mir, kein Alkohol mehr wie Wasser da ja gehen, das finde ich aber nicht so gefallen. Aber ich würde aber so, haut das von dem Wasser oder Soft trinken, das sind eigentlich auch am Null, das ist übrigens auch etwas, was man an einer Petition hat, ich meine, Wochen Herr Dallas, den da war, für das Wasser, zumindest Wasser an Restaurant, ein bisschen wie billig oder gratis zu kriegen, wie auch immer. Ich meine, da ist auch noch etwas, was no zu holen ist. Ja, Personalkaschen, Energiekaschen, das alles schon nur geschwätzt, die Energie lebt die Restaurateure noch fort. Vor allem die mit den großen Nerven, die kommen nicht nur an. Ich hatte letztes Mal mit einem geschwätzt, die hat mir gesagt, man steht mehr am Büro und mehr am Dossier wie an dem Kartippen. Das ist von den ganz großen Problemen. Dass sie nicht mehr dazu kommen, hier Arbeit zu machen, mit dass sie mehr müssen an den Probieren machen. Und da ist sicherlich ein Punkt, wo ich muss aussetzen muss. Für die Materialien ist es geklungen. Es sind nicht immer der Meinung, dass die Gemengen sollen absprangen. Aber wenn die Gemengen absprangen, dann ist das vielleicht, wie viel unter Beispiel Rosebud, ist das vielleicht sinnvoll. Rosebud Mumpisch. Ist das vielleicht sinnvoll, weil dir vielleicht am Dorf kein Kaffee oder kein Restaurant mehr hat. Wir holen mal zum Beispiel Gemengen, das war die Zeit, wie ich noch am Gemengerot war, du kriegst ein Restaurant plus den Restaurant am Land hat, de Loyer no gelos, weil dem muss über Krisenzeit war, während die anderen Restaurateure nicht. Und das sind eben dann die Situationen, wo entstehen von einer deloyaler Konkurrenz. Dem sind die anderen Restaurateure bei mir kommen, die gesagt, ja, mir ist Brauerei nicht noch. Mit Gemengen hat aber dem Moment de Loyer komplett no gelos, und die war meinten, und das war natürlich eine deloyale Konkurrenz. So konnte natürlich auch sein, Bier sein Menü, ein Preis der Schuhpass, und natürlich die anderen Restaurants ein bisschen Rose gemäht bis zur Bedrängnisbrot. Und dafür ist das vielleicht auf verschiedenen Dörfern eine gute Lösung, mehr verschiedene Gemengen, wo aber der Kommerz schon da ist, wo die Restaurants schon da sind, nicht immer zu roden. Weil eine deloyale Konkurrenz durch eine Schafe, wo den einen dann eine billigen oder kein Loyer bezahlt wird, den anderen volle bei einem privaten bezahlt, der meistens nach Rivadaya, das für allem, wenn eine Brauerei ist. Wenn wir bei Brauereien kommen, bei den ominösen Schanklizenzen, wo schon solche Parlamentarier dazu hat, dann noch schon für eine letzte Regierung, ganz viele Diskussionen gefordert, und waren sprich erinnern, weil durch Demos der Gilles Roth, den Demos an der Opposition, das System matt kritisiert wird, weil eigentlich unfair ist. Das ist ein Monopol, das man da geschafft gibt für die Brauereien, die nicht korrekt ist. Und an plus, weil sie begrenzt sind, können auch noch keinen anderen tun. Und da kommen die ominös exklusiv Verträge dabei, wo der dann noch gezwungen sind, für die beim selben Depositär Brauerei zu kaufen. Die könnte man nicht einfach bei irgendeinem Winzer gehen, wo der will, weil dem sein Wein vielleicht besser aus oder besser Konditionen kriegt, nicht am Kontra. Der muss bei dem, wo die Brauerei erst vorschreibt, kaufen. Und das ist von den ganz großen Problemen. Ich meine, da muss man ja im Konkurrenzrecht ganz klar abräumen für allem. Wenn es Gemenge sind, und das ist zu Pating so gewesen, dafür kenne ich die Kontrakte ganz gut, wo sowohl die Loyer fixieren wie Herr dass ein fester Kontrakt muss gemäht gehen, an Herr natürlich, die Volumen geht sich abbrechen, und dort zu gut nach Klauseln dranstehen, dass in so viel Hektoliter Bier muss kaufen, auch von den
gar nicht braucht. Und das sind alle guten Verträge, wo die Regierung ein ja misst Rigel vierschreiben, weil man hätte sicherlich auch mehr Kaffee, die Kinder profitabel funktionieren, wenn sie nicht gezwungen wären und die Exklusivverträge, wenn sie nicht gezwungen wären und die Schanklizenzen, aber man dann ein ja gingen reformieren. Merci.